grundsätzlich funktioniert das so, du setzt dir einen Gedanken, ich möchte ins Kino. Und jetzt hast du quasi durch den Gedanken, tut sich alles in Bewegung setzen. Du weißt halt, wie man an die Kinotickets kommt. Okay, du gehst ins Computer, gehst ins Internet oder läutest an und holst dir das Ticket. Aber bei Wünschen oder so, die halt ein bisschen weiter weg sind, sagen wir, wenn du ein Haus hast, wenn du ein Haus möchtest, dann denken halt viele, oh, das ist so weit weg. Oder? Ich meine, angenommen vor 1000 Jahren hättest du gedacht, oh, ich will ins Kino, dann wäre das ja weit weg gewesen. Das hätte noch kein Kino gegeben, es hätte noch kein sonst irgendwas gegeben. Das ist jetzt dort auch irgendwann einmal irgendeiner den Gedanken gehabt, hat sich überlegt, ja, vielleicht will ich ins Kino und dann hat sich das gezogen, so weit, dass du heute einfach, wenn du an Kino denkst, plötzlich ins Kino kannst laufen. Aber das ist auch am Anfang ein Gedanke bei einem Mensch gewesen. Und das Gleiche ist mit deinen Wünschen. Das ist ein Gedanke, den es halt so dann vielleicht noch nicht gibt, oder? Wenn du dir jetzt ein Haus wünschst. Aber dann, viele fangen dann einfach an, ja okay, nein, ich habe das Geld nicht, oh, ich habe das Leben nicht und beschäftigen sich eigentlich gar nie mit dem Thema. Und durch das, dass man sich dann halt nicht mit dem Thema beschäftigt, hat man auch die Zieleingabe gar nicht gemacht, dieses Navigationssystem, dass dich das eigentlich das Leben kann dort anbringen. Oder? Es tut eigentlich, wenn du dein Ziel gesetzt hast, kommen Möglichkeiten auf dich zu und ja, es gilt jetzt dann auch noch halt wahrzunehmen. Aber schlussendlich kann man, ja, wirst dann immer mehr eben mit dem Beispiel von vorher mit den Ferien, dann kommst du vielleicht einen Prospekt über oder plötzlich hast du einen Rabatt für einen Flug genau dort hin, wo du willst, oder? Weil du, weil du deine Frequenz richtig stellst, das Navigationssystem richtig eingestellt hast und so zieht kommt eigentlich das Zeug wie auf dich zu. Oder? Und das ist, finde ich, sehr spannend. Und ja, je mehr man das auch beobachtet, desto, desto mehr merkt man auch, dass man wirklich das, was man denkt, immer wieder antrifft. Oder? Und schlussendlich ist es ähnlich, wenn du an das Rauchen denkst oder an irgendetwas, wo du gerne machst, dann machst du es dann plötzlich. Oder? Und darum sollte man mal anfangen, sich Gedanken machen über Sachen, wo man in seinem Leben will, dass man das anfängt in sein Leben zu ziehen. Oder? Dass man das immer mehr auch sieht, dass man das einfach wahrnehmen. Das ist auch das Retikuläre Aktivierungssystem. Ich kann mir das mega nicht gut aussprechen. Das ist eigentlich ein Filter in deinem Hirn, wo das tut filtern mit dem, wo du einverstanden bist. Oder? Das heißt, wenn du selber viel den Fokus auf negative Sachen setzt, dann filtert er alles Positive weg, dass du die Negative siehst. Also das ist eigentlich wir leben eigentlich in einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Darum sollte man sich überlegen, ja, was man tagtäglich denkt. Mhm. Und vor allem beobachten, oder? Dass man wirklich merkt, so, okay, ich habe jetzt heute so gedacht und das ziehe ich eigentlich gerade wieder an, das erlebe ich auch gerade wieder. Und je mehr einem das bewusst wird, desto einfacher fällt es dir auch während dem Tag plötzlich zu merken, jetzt denke ich wieder negativ. Wenn ich es gar nicht schaffe, positiv denken, dann sollte ich immerhin aufhören, schon wieder nur sagen, was ich nicht kann. Und wenn es sich halt nicht gut anfühlt, etwas zu sagen, was du kannst, dann einfach sicher mal damit aufhören, alles aufzählen, was man nicht kann. Oder